Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Anno 2070 hier in unserer schönen Stadt, wo wir jetzt auch schon unsere Leute alle aufsteigen lassen, damit sie hier so richtig groß wird. Und damit machen wir auch gleich weiter. Wir haben letzte Folge schon damit aufgehört und jetzt geht's gleich so weiter. Wie ihr wisst, spiele ich ja alles ein Stück und mache hier nicht eine Pause oder so, sondern es ist immer noch derselbe Tag, immer noch derselbe Abend, besser gesagt. Bis auf die Aufnahme, die Tonaufnahme. Also jetzt, ich spreche jetzt leider nicht parallel zum Spiel. Ich muss leider auch diese Folge nachsynchronisieren, da mir hier der Ton abhanden gekommen ist. Das tut mir leid, aber trotzdem mache ich es natürlich so gut ich kann und es kann ja sein, ja, dass es sogar besser rüberkommt, weil ich mich jetzt aufs Sprechen konzentriere und nicht mehr aufs Spielen. Wenn man sich nur aufs Sprechen konzentriert, das merkt man jetzt, dann hat man viel weniger Fehler, die man spricht. Ja, das war jetzt gerade ein schlechtes Beispiel, denn jetzt Quatsch schon über Fehler. Naja, ist egal. So lange ist die Aufnahme noch nicht her. Ein paar Tage. Darum weiß ich auch noch ungefähr, was hier kommt. Aber seid nicht böse, wenn ich plötzlich mal gar nicht mehr weiß, was ich hier mache. Wie zum Beispiel jetzt, dann spreche ich jetzt ganz was anderes, weil ich habe keine Ahnung, was ich hier gemacht habe. Nee, ich will natürlich schauen, ich möchte, dass hier die Leute aufsteigen. Und hier auf der rechten Seite sieht man die Aufstiegsrechte. Und auf die warten wir jetzt ein bisschen, damit ein bisschen mehr werden, damit wir dann mehrere Häuser miteinander aufsteigen lassen können. Zudem brauchen wir natürlich auch die notwendigen Ressourcen. Produktionsstillstand. Dieses Schiff hier kam von einer Mission. Habe ich jetzt hier mal das Zeugs weggeballert hier in die Station rein. Und damit fahre ich jetzt mal zur nächsten Mission, wie ihr gesehen habt. Dort wartet die links da bei diesem Mann da. Ja, jetzt lassen wir das Spiel ein bisschen schneller laufen, damit wir hier, wie man rechts sieht, mal ein bisschen mehr Leute bekommen und so Aufstiegsrechte. Die Firma erwartet, dass Weil nur immer ein einzelnes Häuschen aufsteigen lassen kostet einfach extrem Zeit, darum sparst du das ein bisschen und lässt alle miteinander aufsteigen. Das Gefährliche ist nur, dass wenn in dieser Zeit, wo du wartest, irgendein Material oder Essen nicht mehr vorhanden ist, dann verlierst du alle Aufstiegsrechte. So, unser Auftrag. Wir müssen da nach unten fahren, düsen mit unserem Schiff und dürfen diese Drohnen dürfen uns nicht sehen. Also da ist bereits eine Drohne und am Ziel, hier müssen hier unten rechts. Da, unser Schiff muss nach da unten rechts. Das Schiff hat nichts damit zu tun. Und dort unten müssen wir dann unsere Mission erfüllen. Jetzt haben wir gerade gesehen, wie viel Aufstiegsrechte wir haben. Seht ihr jetzt sind die Pfeile weg. Huch, plötzlich. Wieso? Der Fisch wurde knapp. Super. Das heißt, auf dieser Insel haben wir genügend Platz und Wille und Lust, um hier die Ressourcen anzubauen, die uns fehlen. Das heißt, komm, wir machen jetzt einfach hier ein paar Fischereien hier. Liefern die natürlich auch mit... jetzt haben wir noch ein Stromproblem. So. Erstellen wir noch ein Windräder. Dieses Mal richtig. Die dürfen sich nämlich nicht berühren. So, und jetzt machen wir noch Fischereien, genug, und tun jetzt die Fische, die wir hier ansammeln, mit Straße verbinden, damit es auch ins Konto kommt. Und die Fische, damit die auch gleich zu unserer Hauptinsel hochkommen, schmeißen wir die in unsere Handelsroute rein hier, und zwar bei, ja, das müsste bei T sein, ja. Hier anstatt T machen wir noch Fisch. Hier in den Titel rein auch, damit wir wissen, was hier gehandelt wird. Und jetzt fügen wir hier noch Fisch hinzu, Fisch einladen und hier Fisch ausladen. Und so liefern wir jetzt auch noch Fisch zu unserer Hauptinsel und sollten hoffentlich dann bald kein Fischproblem mehr haben. Hier kommt das Handelsschiff auch gleich und hier steht unser anderes Schiff. Ich habe sie ein bisschen mit Abstand platziert, damit wir nicht voll in die Drohnen reinfahren und somit die Mission nicht schaffen. Aber jetzt gehen wir mal ein bisschen näher und schauen uns das an. Genau, hier sind diese Drohnen. Auch unter Wasser hätten wir wohl ein Problem, so wie es aussieht. Also auch unter Wasser Wachschiffe. Und an denen müssten wir jetzt vorbei, ohne dass sie uns mit ihren Sensoren erwischen. Schwer sieht es nicht aus. Ich ziehe sie einfach mal durch, ne? Da kommt jetzt eine Drohne. Ich warte mal schnell. Ich weiche der mal schon noch ein bisschen aus, ne? Ich weiß nicht, vielleicht schlagen die plötzlich aus. Machen sie nicht, ne? Genehmigen ihre Kreise. So, das Unterwasserboot sollte hoffentlich nichts machen und geht jetzt zum Schiff. Und machen okay, um unseren Handel zu bestätigen. Hat es jetzt schon? Ja, es hat es schon, aber ich weiß, dass ich mich da gefragt habe, ob es schon hat. Aber dieses Päckchen, ja, das hat es uns jetzt gegeben. Und mit diesem Päckchen müssen wir jetzt zurück zum guten Herrn Alten. Ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Der da oben links auf der Karte. Ja, es hat funktioniert. Julio, einfach weiter. So.
Ja, es hat funktioniert, coolio. Jetzt gehen wir wieder da. Unsere nächste Aufgabe, das Teil, das Päckchen oder was auch immer das ist, zurückbringen. Das heißt, müssen wir raus aus diesem Strudel der Drohnen. Können wir einfach rausziehen. Ist relativ ungefährlich im Moment. Da kommt von unten eine, aber ich glaube, die lassen wir jetzt durch und fahren hinter ihr durch. Und jetzt ziehen wir sie los und gehen hier wieder nach hinten. Vielleicht auch mit ein bisschen Abstand, weil wir wissen ja, dass da auch eine einzige Drohne rundherum fährt. Ich weiß nicht, die ist bestimmt auch nicht gut für uns. Und darum ein bisschen mit Abstand hier. So, mal schauen, ob die immer noch ein Fischproblem, aber ich denke, es müsste irgendwann wieder okay sein. Der Fisch kommt. Haben wir hier noch Platz? Nee. Da hinten auch kein Platz mehr. Ja, das sollte schon gehen, da mit der Zusatzinsel aus. Wir sollten hier vielleicht. Wir können jetzt hier noch schnell so eine Hafenstation machen und dann da noch ein bisschen Fisch reinziehen. Wo ist die nochmal, die Hafenstation? Die ist da. Die wäre ja da. Ah, ne, das ist ein Hafengebäude, genau. Das ist ein merkwürdiges Symbol. Verstehe ich nicht ganz, was das ist. So, und jetzt können wir nämlich auch hier wieder noch ein bisschen Fisch ranmachen. Damit wäre dann der Fischbestand hoffentlich gesichert. Jetzt haben wir sogar einen Erfolg bekommen, weil wir so viel Fisch produzieren. Jawohl. Witzig, aber ja. Schön. Und hier, die sehen übrigens auch ziemlich modern aus, ist mir nie aufgefallen. So, jetzt hoffentlich kommt denn der Fischbestand wieder. Und dann sollten auch die Aufstiegsrechte wieder kommen. Hoffen wir doch. Da ist unser Schiff, das geht jetzt eben da noch hoch, ne? Und jetzt müssen wir da der Drohne vorbeikommen. Ich denke, das ist kein Problem. Ist ja nur eine Drohne. Wären es jetzt mehr, wäre es schwieriger, aber da können wir schön dran vorbeiziehen hier. Der Vorstand wird sehr Und der Auftrag erfolgreich. erledigt natürlich und jetzt die Belohnung. Ja, Carbon ein bisschen. Auch gut. Ne, man nimmt das, was man haben kann, ne. Oh, da mein Handy, Entschuldigung. Gut. Handelsrouten schnell checken, ob wir da den Fisch auch in die andere Handelsroute nehmen können. Glaube ich, das will ich jetzt hier machen. Nö, das kommt später, Entschuldigung. So, was auch noch ein Problem ist das Ökosystem. Und da, wir sollten alles ein bisschen abstellen, was wir nicht brauchen. Das Essen war für das Öko-Dingens, ne? Und zweitens auch die Kosten für das Gebäude werden gesenkt, wenn man die Produktion stoppt. Also wenn man etwas nicht braucht, sollte man es stoppen. Das mache ich jetzt immer, zum Beispiel bei Waffen, die Waffenschmiede bei Jano 1404 zum Beispiel und da auch die Waffendingens ausschalten, wenn nicht Krieg ist. Kannst du ja mal machen, bis das Lager voll ist und sobald es voll ist, kannst du die ausschalten, weil wenn sie schläft, kostet sie glaube ich mehr, als wenn du sie ausschaltest. So kann man ein bisschen Geld sparen. So. Wir wollen hier weiter mit unserer Stadt und suchen hier etwas, wie es aussieht. Da, das überdachte Dingens, ne? Da wollen wir unsere Stadt ein bisschen auch auf diese Seite noch erweitern, weil wir da hinten keinen Platz mehr haben. Also, und jetzt wenn wir diesmal nehmen wir ein überdachtes Dorfzentrum. Sieht ein bisschen moderner aus, ein bisschen schöner und ist ökonom, glaube ich auch vor allem. Und wir haben ja Geld und Glas und Zeug, also wieso sollten wir es nicht machen? Wieder mit der gleichen Taktik wie immer natürlich, hier einmal den Weg rum. Und dann, das ist schon mal falsch, das weiß ich jetzt schon. Ist falsch, Coolio, ist falsch. Ist falsch. Ja, ja, ist falsch. Komm. Ja, jetzt begreift es, ne? Jawohl. Hier passen keine Häuser rein. Gut, nehmen wir die Straße wieder weg. Bisschen doof da hinten, die Straße. Da haben wir die Bäume noch weg, die stören eh nur. Da hinten übrigens haben wir andere Straßen genommen. Das sind die schnelleren Straßen. Die sind ein bisschen teurer, kosten ein bisschen mehr. Aber sollten schneller sein. Aber ich verstehe es nicht ganz. Die Fahrzeuge, die fliegen alle und die wollen da. Ah, Mist. Wir wollen da schnellere Straßen verkaufen. Ich weiß nicht, macht doch keinen Sinn. Sind die Fahrzeuge schneller, wenn sie auf anderem Untergrund fliegen?
Gut, so sollte es richtig sein und ich weiß, dass es auch hier wieder gleich falsch machen werde. So, hier noch und jetzt dann. Du weißt, worauf es Das ankommt. stimmt noch, ne? Das stimmt's nicht. Doch, das müsste eigentlich... Ja, die Tilda Jorgensen, die haben wir auch mal noch angetroffen. Das ist eine Mitbürgerin auf dieser Inselwelt. Nein, das ist falsch. Ja, er hat es nicht ganz gleich begriffen, aber später werde ich es bestimmt noch merken, dass das da falsch ist. Und jetzt kommt wieder das Zeug alles wieder rein. Hier die Tonhalle natürlich schön in zentral am besten, damit ja alle, die rundherum sind, diese Tonhalle sehen, hören, spüren, was auch immer. Das Radio-Dingens natürlich auch, machen wir jetzt an einem anderen Ort, nicht gleich da, es spielt doch keine Rolle. Die Breite stimmt für Häuser und für diese öffentlichen Gebäude, das finde ich ganz toll in diesem Anno, weil die sind alle ein bisschen ungefähr vom Verhältnis her gleich, ne? Also 3x3 sind die Häuser und die sind dann 6x6 zum Beispiel. Also passen wieder genau in meine Struktur ein, die ich überall immer anwende, Anno 1404, Anno 270 natürlich. Damit habe ich schon bei Anno 1503 habe ich schon mit dieser Struktur angefangen und führe die eigentlich immer so ein, egal was für ein Strategie-Stadtspiel. Auch Anno Online habe ich mal so angefangen irgendwie. Ja, aber was ist schon Anno Online gegenüber diesem Anno? Das ist nichts, also ja, habe ich schon lange nicht mehr hereingeschaut in dieses Anno Online. Es macht einen nicht so an, wenn man halt das richtige Anno kennt. Zum Beispiel da hinten noch eine Oper hin, weil es so schön passt. Und weil die hintersten keine Oper, ich sage immer Oper, Tonhalle haben. So. Und da hier natürlich auch noch alles Häuser, die passen immer schön rein hier, immer schön zwei nebeneinander, links, rechts die Straße. Und das ziehen wir dann hier überall noch durch, bis wir kein Material mehr haben. Und wie viele Häuser wir dann noch sehen, bis wir kein Material mehr haben. Ja, vielleicht haben wir in dieser Folge schon keinen mehr. Jo. Nö, sollte schon noch ein bisschen reichen. So, jetzt haben wir doch ein paar Häuser schon und jetzt können wir da, jetzt machen wir da hinten gleich noch weiter, ne, wieder ein paar Häuser auch. Ne, das ist kein falsches Gebäude. Cool, ja, es sieht nur anders aus, als die daneben sind. Genau. Ich dachte da, es wäre ein anderes Gebäude, aber war es nicht. Die Häuser sehen hier zum Teil wirklich ganz verschieden aus. Ich glaube, es gibt 4 oder 6 verschiedene Einfamilienhäusertypen. So, jetzt haben wir keine Baumaterialien mehr. Das heißt, müssen wieder voll produziert werden. Also ist gut, dass wir die nicht gestoppt haben, die Anlagen, denn die müssen jetzt ein bisschen produzieren. Das heißt, wir müssen ein bisschen warten oder einfach die Zeit ein bisschen beschleunigen. Das kann man ja bei Anno 1404 oder Anno 2070 besser gesagt. So, und dann bauen wir hier wieder eine Tonhalle. Es sollte eigentlich schon ein bisschen aufgehen, sonst machen wir sie halt hier, weil eigentlich kommt es aufs Gleiche raus, ob ich sie hier mache oder da hinten. Da hinten ist eigentlich der Bereich ein bisschen für die Cuts, wenn er ins Meer rausgeht, das brauchen wir nicht. Jo, in diesem Sinne möchte ich mich wieder bedanken, dass ihr zugesehen habt. Es geht wieder weiter mit Anno 2070 noch ein paar Folgen, leider auch die nächste Folge noch nachsynchronisiert. Was soll's, ich habe das Gefühl, ich bin ein bisschen aktiv, wenn ich nachsynchronisiere. Aber ja, wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch, liken, abonnieren, bis zum nächsten Mal und tschüss.